Der Resistenzmusee auf der Brillplatz ist schon seit langem am Chantier. Wir waren aber dabei, wo der Direktor Frank Schrader uns auf eine Pressekonferenz invitiert hat, für uns neue Identität vom Musee und eine Woche neue Nummer und neue Logo vorzustellen. Kulturminister Sam Tanson war auch auf der Pressekonferenz dabei. Sie hat uns erklärt, für was das Museum überhaupt eine neue Identität kriegt. Ja, weil es extrem wichtig ist, dass an den Mittelpunkt gestaltet wird, dass die Resistenz nicht nur am Zweiten Weltkrieg war, sondern dass es doch heute noch muss eine Resistenz geben, für das wir als Menschenrechte protegieren. Das sind Situationen, die wir heute noch am Alltag sehen. Gott sei Dank nicht hier, aber leider aber ganz viel am Ausland. Und wenn er resistiert den ja meistens dafür, dass die Menschenrechte respektiert gehen und dass Minoritäten nicht ausgeschlossen gehen. Sodass es immens wichtig ist, die Lehre auch zu machen mit Haut. War das wichtig beim neuen Konzept vom Museum? Wichtig ist, dass sich ein wirklich breite Publikum adressiert, dass es nicht ein Museum gibt, das nicht mehr für Spezialisten oder Historiker ist, sondern dass man fertig bringen, ganz verschiedene Kategorien von Leuten, Junker, aber auch wie gesagt, Flüchtlingen oder Leute, die andere Originen haben oder einen anderen Background haben, dass man die ausschwätzen, weil die Messagen, die wir vermitteln wollen, die sind für jeden wichtig. Der hat morgen den Chantier schon besichtigt, also schon ein bisschen ungeduldig für die Resultate gesehen. Ja, zumindest weil sich ganz flott annonciert, dass was ich immens spannend fand, ist ein altes Gebäude, das mit einer neuen Konstruktion verbunden wird. Das heißt, wo es auch darum geht, die zwei Sachen noch so zu verbinden, dass es nur ein flottes Resultat gibt. Aber das annonciert sich ganz spannend. Pünktlich für 2022 soll das Museum im Februar nächstes Jahr abgehen. Der Direktor hat uns aber erklärt, dass nicht direkt alle Expo prattwert sind. Vielleicht geht das Museum am Februar 2022 ab, aber die Dauerausstellung bleibt so bis an den Februar 2023. So, auf der einen Seite haben wir 2022 große künstlerische Projekte mit Künstlern, die natürlich an der Thematik vom Museum, von den Menschenrechten, vom Krieg, von der Diktatur schaffen. Auf der anderen Seite kriegen wir ab 23 dann ein Museum, den nicht nur Resistenz, was mit dem gesamten Kontext vom Zweiten Weltkrieg, mit den Reaktionen von der Bevölkerung, mit den Konsequenzen der Bevölkerung, mit der Repression, mit den Konzentrations- und Vernichtungslagern an, und das ist wichtig, mit einem neuen Teil, den noch am Namen vom neuen Museum rumkommt, mit einem Teil über Menschenrechte. Wie gefällt Ihnen persönlich das neue Logo vom Museum? Die gefällt mir gut, das hat man nicht rausgewählt. Für allem ist es ganz vielfältig ersetzbar, kann ich wirklich flott grafische Bilder, die man da machen, Applikationen, Affischen, also da gibt es ein großes Potenzial. Auch mehr freuen uns auf die neue Museum und werden bestimmt mit einer Equipe am Februar 2022 bei der Auweihung dabei sein.